Uns ist ja eigentlich dringend aufgetragen worden, wir sollen unbedingt in die Zitadelle der Zeit. Aber ich muss noch schnell die Maske des Wissens wieder abholen. Einfach damit ich es jetzt wieder dabei habe und die anderen Masken brauchen wir sowieso nicht mehr. Aber die anderen 3 Naya, also Sora, Gerudo und Goronenmasken, die werden wir wahrscheinlich nur brauchen. Aber nicht in naher Zukunft. So, dann können wir endlich zur Zitadelle der Zeit. Wir haben jetzt endlich die 3 heiligen Steine. Im Hintergrund immer nur der Todesberg. Schaut cool aus. Jetzt schauen wir mal, was eigentlich jetzt abgeht und passiert. Die 3 heiligen Steine werden eingesetzt. Und was bewirkt das Ganze jetzt? Das Triforce-Symbol leicht hell auf. Und der Tor geht auf. Hey, das schaut aber schon schön aus. Die 3 Storne. Mir ist gerade noch mal was eingefallen, was wir eigentlich noch als kleiner Link machen können. Aber dafür ist jetzt spät. Wir müssen weiter. Mare, ist das nicht... Diese legendäre Klinge. Das Masterschwert. Genau das ist. Hahaha, ausgezeichnet, Kleiner. Wie ich mir dachte, besitzt du den Schlüssel zum Zeitportal. Du hast mich zum Heiligen Reich geführt. Ganondorf, was hast du vor? Ich muss dir danken, Kleiner. Ja, ich helfe doch, wo wir können, aber das war jetzt nicht mehr Absicht. Mare, wach auf. Du bist der Auserwählte. Ich habe keine Ahnung, wer das spricht. Alter, was kommt jetzt für abgespaceder Scheiß? Oh, naja, hab schon verkackt. Lul, mit der Stimme war ich verkackt. Aber wo sind wir? Wer bist du? Ich bin Rauro, einer der Weisen. Ich habe die Zitadelle der Zeit erbaut, um den Zugang zum Heiligen Reich zu schützen. Dies ist die Halle der Weisen im Tempel des Lichts. Der Tempel des Lichts befindet sich im Zentrum des Heiligen Reiches. Er ist die letzte Festung gegen die Macht Ganondorfs. Das Masterschwert, das alles Böse vernichtet und das du aus dem Zeitenfels gezogst, öffnete das Tor zum Heiligen Reich. Also ist doch jetzt scheiße, oder?
Mare, erschrickt nicht. Schau dich an. Wir sind erwachsen? Das ist ein bisschen schnell gegangen. Sieh nur, Mare, du bist auf... das ist ja Navi, what the fuck. Sieh nur, Mare, du bist aufgewacht. Verdammte Scheiße. Kann ich mal lesen oder was? Du bist gewachsen, du bist älter geworden. Ja, und Steuern kämen jetzt auf mich zu. Das Masterschwert hat eine heilige Klinge, die nie in die Hände des Bösen fallen darf. Nur jener, der zu Recht den Namen Herr der Zeiten trägt, ist in der Lage, es aus dem Zeitenfels zu ziehen. Doch du warst noch zu jung für diese Aufgabe. Daher haben wir deine Seele für 7 Jahre hier gebannt. Nun ist es Zeit, dass du wieder in die Welt zurückkehrst und deine Mission vollendest. Nun hast du verstanden, was deine Bestimmung ist? Ja, doch vergiss niemals, obwohl du nur mit edelstem Ansinnen das Zeitportal geöffnet hast, hat der niederträchtige Ganondorf dadurch das Heilige Reich betreten können. Er riss das Triforce-Fragment im Tempel des Lichts an sich, durch dessen Kraft wurde er zum Großmeister des Bösen. Seine schwarze Macht überzog ganz Hyrule, entweihte die Tempel und verwandelte das einst blühende Land in ein Refugium des Unheils. Meine Kraft ist nur noch verschwindend gering, selbst in diesem heiligen Reich. Sie kann lediglich diese Halle der Weisen noch schützen. Doch noch ist Hoffnung. Die Kraft der Weisen blieb erhalten. Wenn die Kraft jedes der 7 Weisen wieder geweckt wird, kann mit den Amuletten die Macht des Bösen ins Höllenreich verbannt werden. Ich, Rauru, bin einer dieser Weisen. Der Auserwählte, die Kraft der Weisen zu wecken, bist du, der Herr der Zeiten. Du bist als Träger des Masterschwerts dazu auserwählt. Ich übertrage dir meine Macht. Geh nun, erwecke die Kraft der anderen Weisen und vereine deren Macht mit deiner Stärke. Du, das ist gerade ein bisschen früh auf einmal. Mein Schädel packt das noch nicht. Aber wir kriegen das erste Amulett der Weisen. Das Amulett des Lichts, Rauru, der Weise, gibt dir seine Kraft. Finde die anderen Weisen und rette Hyrule. Ja, leichter gesagt als getan. Und wir kehren zurück in die Zitadelle der Zeit, aber noch 7 Jahre. Es ist jetzt einfach 7 Jahre älter. Und laut Rauru hat Ganondorf schlimmes Unheil über Hyrule gebracht. Mare, wir sind zurück in der Zitadelle der Zeit. Aber sind wirklich 7 Jahre vergangen? Es sieht so aus, als könntest du einige Waffen, die du damals gefunden hast, nicht mehr benutzen. Los, lass uns gehen. Und das ist der Clou an der ganzen Geschichte. Wir können jetzt einige Sachen nicht mehr benutzen. Oh, what the fuck? Hallo? Who are you? Ich habe auf dich gewartet, junger Held. Beherrscht das Böse die Welt, weilen jene Weisen, die von der Stimme des Heiligen Reiches erweckt werden, noch in den 5 Tempeln. Einer in dunklen Wäldern, einer auf hohem Berge, einer im tiefen See, einer an der Stätte des Todes, okay, einer innerhalb der Göttin des Sandes. Warte, was? Er ist in der Göttin drin? Oh, muss man schaffen. Zusammen mit dem Auserwählten werden diese ihre Kräfte einsetzen, um der Welt den Frieden wiederzugeben.
Dies ist die Legende der Tempel, wie sie von meinem Volk, den Sheikah, überliefert wurde. Ich bin Sheik. Ich gehöre den letzten Überlebenden der Sheikah an. Wahrlich, du siehst aus wie der uns prophezeit wurde. Tapfer hältst du das Masterschwert in der Hand. Ja, sogar Ohrringe. Nice. Willst du die Prophezeiung erfüllen, so suche nach den 5 Tempeln und befreie die dort eingesperrten 5 Weisen. Einer von ihnen wartet im Waldtempel darauf, sich deiner zu offenbaren. Es ist ein Mädchen, an das du dich sicher erinnern wirst. Aufgrund der bösen Aura, die den Tempel umgibt, kann sie den Ruf des Heiligen Reiches nicht hören. Mit deiner jetzigen Ausrüstung kannst du den Tempel nicht betreten. So höre meine Worte und begib dich nach Kakariko, um dort das zu suchen, das dein Schlüssel zum Tempel sein soll. Hast du mich verstanden, Mare? Ja, schon. Erstmal noch Kakariko gehe. Okay. Mysterious Sheik taucht auf einmal auf. Und Link kehrt sich endlich über Link. Woo! Und es ist gerade mega ungewohnt, einfach so einen erwachsenen Link zum Spielen. Was ist denn da? Ah ja, stimmt. Wenn man da schon sieht, nix mehr Bumerang, nix mehr Schleuder, nix mehr Dekostäbe und nix mehr Bohnen. Erbsen? Lol, das sind ja Erbsen. Boah, bin ich dumm. Und nix mehr Masken. Ja. Wenigstens haben wir Krabbelminen, oder? Woo! Warte mal. 7 Jahre sind ja vergangen. Irgendwie ist die Zitadelle der Zeit ein bisschen dunkler. Ja, schauen wir mal, wie es draußen ausschaut. Wow. Oh. Der Todesberg wird von einer finsteren Aura umgeben. Sämtliche Bäume sind tot. Man hört Raben. Und der Marktplatz ist komplett ausgestorben. Oh. Nur Pisser. Und überall sind diese Mumien unterwegs. Wir müssen jetzt genau aufpassen, was wir machen. Erstmal wie so bekloppt alles kaputt kloppen. Hallo? Wir müssen noch Kakariko. Lass uns durch. Ich glaube, das bringt nichts, wenn wir da alle killen. Oder vielleicht doch. Ich weiß nicht, der stängt doch eher wieder auf. Kommen wir da hinten irgendwo rein? Kommen wir da irgendwas machen? Na, alles ist verschüttet. Komplett Hyrule ist zerstört. Weltuntergangsszenario. Ist da noch was drin? Ich weiß nicht. Oh ja, tatsächlich. Da wohnt jetzt jemand. Echt jetzt, Alter? Ich hab so ein riesen Schwert, Alter. Und bin trotzdem zu scheiße, um die Debs zu treffen. Alter, echt ist ja... Ach, egal. Mein Riesenschwert trifft die Deb nicht. Jo. Alles klar, Mare. Guck mal, Alter, das kannst du doch nicht sehen, Alter. Sonst triffst du da. Jo, Alter, jetzt können wir von mir da draufkraxeln. Alles klar, Mann. So, wer bist du eigentlich? Ah, du bist ein agiler junger Mann. Und du bist auch ganz ansehnlich. Und mutig. Du heißt Mare, nicht wahr? Schau nicht so, ich kann Gedanken lesen. Wenn ich so gut aussehe wie du, dann könnte ich mein Geld auf andere Weise verdienen. Aber immerhin betreibe ich den einzigen Gespenstermarkt von Hyrule. Dank Ganondorf, gepriesen sei sein Name, gehen die Geschäfte zurzeit blendend. Ich kann nur hoffen, dass das auch so bleibt. Die Geister nennt man Irrlichter oder Nachtschwärmer.
Sie tragen alle Hass der Welt. Allen Hass. Und sie hassen alle Welt. Wenn du einen Geist fängst, dann werde ich dich reich belohnen, mein Junge. Ja, und tatsächlich ist das jetzt sozusagen eine Quest. Wir müssen praktisch die Nachtschwärmer fangen. Es gibt, weiß ich nicht, 4. Keine Ahnung, Alter. Es gibt auf jeden Fall einige, die wir fangen müssen. Und wir werden wirklich reich belohnt. Die Zugbrücke ist kaputt gegangen. Und alles ist mega finster. Oh mein Gott. Was haben wir für Priorität? Kakariko? Ich glaub nicht. Lon Farm. Lol. Da war schon direkt der Geist. Aber ich muss mal genau schauen. Weil ich habe die auch noch nie alle gefangen, diese Nachtschwärmer. Marlon, bist du nur da? Geht's dir gut? Marlon, bist du zufällig gerade im Stall? Marlon? Marlon, geht's dir gut? Da, tatsächlich! Marlon! Oder bist es du? Du bist es, oder? Oh, ein Besucher. Es ist lange her, seit wir Besuch hier hatten. Wo kommst du her? Seit Ganondorf hier sein Unwesen treibt, sind die Menschen auf der Flucht. Die einstigen Städte ruinen und überall lauern böse Kreaturen. Basil hat die Farm im Namen von Ganondorf übernommen. Was? Dieser Wichser? Echt jetzt? Jeder scheint vom Bösen besessen. Und Vater, er wurde von Basil von der Farm verbannt. Falls ich Basil nicht gehorche, hat er gedroht, die Pferde zu quälen. Du siehst, es gibt nichts, was ich tun kann. Was steht ja sonst so mit dir, oh? Alter. Also wenigstens lebst du nur, das ist schon mal ganz gut, weil... Naja, ist halt einfach gut. Aber was für ein Basil, ey, Alter. Das geht damit gar nicht klar, Mann. So ein Wichser. Da steht er auch schon. Und da sind Chicks. Der Baum ist weg. Warum ist der Baum weg? Hast du den Baum abgeholzt, Alter? Warum hautst du einfach den Baum ab, Mann? Spielst du? Bist du deppert oder was? Einige Leute verbreiten das Gerücht, ich hätte Talon um die Farm betrogen. Aber das ist lächerlich. Talon hat alles heruntergewirtschaftet. Ich, der hart arbeitende Basil, habe meine ganze Kraft in die Farm gesteckt. Niemand darf deshalb schlecht über mich sprechen. Du aber, weil du Marlon schlecht behandelst. Im Vertrauen, eigentlich war es der mächtige Ganondorf, der meine Talente erkannte und mir die Farm überließ. Als Dank werde ich ihm das beste Pferd meiner Züchtung als Präsent überreichen. Sag mal, hättest du nicht Lust, eines meiner Pferde zu reiten? Ja, oder safe. Für nur 10 Rubine lasse ich dich reiten. Ja, reiten. Soll ich dir erklären, wie man reitet? Nee. Naturtalent-Eisung. Die Farm dankt. Würde schon gern reiten. Minuten? Für was Minuten, Alter? Also, ich hoffe mal, dass die Zeit jetzt nicht abläuft. Aber ich Trottel hab vergessen, einfach mal kurz nachzuschauen, wie Eponas Lied nochmal gegangen ist. Zack, zack, zack. Weil wir wollen natürlich nicht irgendein Pferd reiten, wir wollen Epona reiten, in Hoffnung, dass Epona nur da ist. Aber ja, da ist sie. Epona. Epona erkennt uns. Was echt super ist. Oder erkennt uns am Hand vom Lied. Wow. Guter Sprung. Und ehrlich gesagt habe ich keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich laube einfach mal kurz mit Basil und zeige ihm, dass ich mit Epona klarkomme. Willst du absteigen? Halte an und drücke A. Habe ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Du kommst mir so bekannt vor.
Setzt du die Zielerfassung ein, kannst du mit mir sprechen, während du auf dem Pferd sitzt. Ja, hau doch... Hä? Sonst kann ich doch gerade drehen. Willst du jetzt schon gehen? Nein, ich möchte nur weiterreiten. Wenn die Zeit abgelaufen ist, sage ich dir Bescheid. Aber 1 Minuten, 10 Rupees, das wäre schon scheiße, Alter. Ja, aber wie können wir das jetzt machen, Alter? What the fuck? Hey, ja, Junge, hä? Willst du absteigen? Ja, jetzt sagt er wieder das gleiche, oder was? Ja, egal, wir machen jetzt die komplette Zeit noch. Normalerweise kommt man nicht so steil den, so diesen Sprung nehmen. Da muss man eigentlich relativ gerade drauf. Hey, runter vom Pferd! Die Zeit ist abgelaufen. Du hast nur 10 Rubine gezahlt. Ich bin gerade verwundert, dass er ihm das komplett zu Wayne war. Von wegen, wir reiten Epona. Weil das ist halt eigentlich schon so eher Schei. So, können wir nur mit dir reden? Was sagst du denn jetzt? Das sagt der Nummer erlassen sollten. Na. Epona, wir holen die da raus. Aber ich weiß noch nicht wie. Das Wichtigste ist, dass es Marlon nur gut geht. Einigermaßen. Sie wird zwar von Basil unterdrückt, aber wir holen die da raus. Safe. Ist Kakariko mittlerweile die belebte Stadt, wie sie mal gesagt haben? Vor 7 Jahren. Wer weiß. Der Baum muss wachsen, oder? So viel kann ich schon mal sagen. Was lacht sie eigentlich so? Was ist denn los mit euch? Schau dir den an. Seit er aus dem Schloss entkommen konnte, ist er noch ängstlicher. Hm? Okay, ich kann die Büschel grabben und schmeißen. Ich schwöre, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Geist von Boris, dem Totengräber, im Grab verschwinden sehen. Man sagt, er lagere viel Wertvolles dort. Boris ist tot? Der größte Ehrenmann ist tot? Oh na. Warum Boris? Warum denn gerade Boris? Oh man, das macht mich jetzt traurig. Zu dem schauen wir sicherlich auch noch. Alter, was hast denn du für Lippen? Wir alle haben Schweres durchgemacht, aber wir möchten das lieber für uns behalten. Schau dir den Bärtigen auf dem Bett an. Ich wette, sogar einer wie er hat seine Probleme. Schau ihn an, den Bärtigen. Ich glaube, sie haben ihn von der Farm gejagt. Talon! Er hängt immer nur faul herum, den ganzen Tag lang. Das ist ziemlich gedankenlos in derart schlimmen Zeiten. Was macht er denn? Das flackt schon wieder im Bett. Chillig. Marlon, geht es gut? Cool, Marlon, tut mir leid, wenn du das Sorgen machst. Ach na, kann ich ihn aufwecken? Oh na. Aber jetzt kann ich es ja mal kurz sagen. Talon hat und Marlon auch, tatsächlich. Lol. Gibt da Draufsicht? Wie geil ist das denn? Marlon und Talon haben beide da so ein Symbol, so ein Anstecker. Und zwar in Form von Bowsers Fresse. Und tatsächlich, wenn man so schaut, hat Talon ein bisschen Ähnlichkeiten mit Mario und Basil, so wie Luigi, say, so ungefähr. Ja. Finde ich ganz lustig. Was ist mit dem Haus der Skulltulas? Erstmal, wer bist du? Aber man merkt schon, es ist ein bisschen mehr los. Es ist lange her. Da gab es ja einen Mann, von dem man sagte, er besäße das Auge der Wahrheit. Heutzutage muss man schon selbst ein ganz besonderes Gespür entwickeln, um die Wahrheit zu erkennen. Aber der Typ hat das irgendwie anders gemacht. Sein Haus stand da, wo jetzt der Brunnen ist. Der Brunnen war doch schon allweil da. Das ist aber dann ultra lang her. Skulltulas Haus ist einfach nur da. Und ich sehe da hinten ist nur mehr einer befreit worden. Wie viel haben wir denn eigentlich? Da mich kurz interessieren.
32. Okay. Der Fluch ist von mir genommen. 1000 Dank. Hier ist eine wertvolle Belohnung für dich. Die Riesenbörse. Welch eine riesige Geldbörse. Jetzt kannst du sogar 500 Rubine tragen. Oh, geil, 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 geil. Geld, Geld, Geld. Oh, 500 Rubine. Das ist wichtig. Vor allem für den Bohnenkauf. Vor allem für den Erbsenkauf. Sorry, es ist eine Erbse. Tut mir leid. Ich hab's wieder verkackt. Für den Erbsenkauf. Aber geht nur als kleiner Linky. Wir können, by the way, in der Zitadelle der Zeit immer wieder zwischen dem erwachsenen Link und dem jungen Link wechseln. Ist gar kein Stress. Und damit vielleicht ein paar Sachen in der Zeitlinie beeinflussen. Hallo, hallo, hat sich der Erinnerung was geändert? Na. Aber sagst du vielleicht was anderes? Hey Junge, du bist fast erwachsen und betrittst ein fremdes Haus ohne Erlaubnis? Ich will mit deinen Eltern reden. Na egal. Das hier ist sowieso nicht mein Haus. Es ist das Haus der mächtigen Impa. Die mächtige Impa ging zum Friedhof, um eine widerliche Kreatur zu bezwingen. Oh, okay. Seit Ganondorf aufgetaucht ist, wimmelt es nämlich von ekligen Kreaturen. Nur die mächtige Impa hat für Frieden in unserem Dorf sorgen können. Merkt ihr das gut, mein Junge? Nun gut, apropos Impa. Sie ist noch immer nicht zurück. Ich frage mich, was da passiert ist. Ich habe gehört, dass der Geist des Totengräbers öfters noch auf dem Friedhof hinter dem Dorf herumspukt. Aber das ist nicht so wichtig. Doch, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, wir wollten sowieso zum Friedhof schauen, wegen Boris. Und weil Impa ja sowieso da ist, also eine wichtige Bekannte und Verbündete, müssen wir das sowieso mal hinschauen. Du chillst immer nur da, sind deine Hähne wieder weg? Okay. Ich habe ein neues Huhn gezüchtet. Ich nenne es Kiki und ich bekomme keine Allergie, wenn ich es anfasse. Es passt auch in die Hosentasche und es ist praktisch, um faule Langschläfer aufzuwecken. Schon mal was davon gehört? Es hat Spaß dabei, richtig laut zu gackern, ganz besonders, wenn es eine Schlafmütze aufwecken darf. Aber so ganz zufrieden ist Kiki im Augenblick noch nicht. Du siehst aus, als hättest du ein glückliches Händchen für Hühner. Hier, nimm dieses Ei mit. Ist Kiki ausgeschlüpft? Dann bring es irgendwann zu mir zurück und ich schaue, wie es sich fühlt. Was hältst du davon? Willst du es ausprobieren? Ja, danke dir. Das ist ja perfekt. Wir haben ja schon mal im vierten Part oder so Ei ausbrüten müssen. Und damit haben wir Talon aufgeweckt. Und das Geile ist ja, dort drin in dem Haus flackt ja Talon. Von dem her müssen wir nur wieder Kiki ausbrüten. Und ja, dann können wir Talon wieder wecken. Mal schauen, vielleicht boxt er dann Basil von der Farm runter. War ganz lustig. Die Windmühle pumpt das Wasser aus dem Brunnen nach oben. Doch jetzt ist er ausgetrocknet. Ah, scheiße. Scheiße. Der Brunnen ist austrocknet. Dann schauen wir doch glatt mal nach, was da ist. Aua. Kommen wir da durch? Können wir da durch? Bitte? Nein. Okay. Wir können da nicht durch. Nicht mit der Bombe. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der Part heute wird vielleicht ein bisschen länger. Weil ich einfach gerade richtig Bock habe, überall das zu erkunden und rauszufinden, was sich geändert hat in den letzten 7 Jahren. Zumindest jetzt im Bereich Kakariko. Und vielleicht dann noch Friedhof. Aber na, wir schauen uns jetzt noch gemütlich in Kakariko um, dass den Part zu Ende bringe, dass die Bettlerin... Hallo? Bitte verkauf mir etwas mit C. Verkauf mir den Inhalt einer Flasche. Bitte. Okay. Das hat uns ja als junger Link schon nicht viel gebracht, als die am Marktplatz war.
Aber, lol, der Dude ist immer nur da. Wait, what? Bist du schon der gleiche oder was? Navi, anvisieren. Anvisieren. Navi, anvisieren. Danke. Siehst du das von hier aus? Irgendetwas passiert auf dem Todesberg. Ja, Mann, ich hab's gesehen von der Zitadelle der Zeit aus. Das ist echt krank und macht ein bisschen Sorgen. Na, gehst du bitte rauf da? Du bist zwar Simia Ada, aber brauchst immer nur verdammt lang, um Lotter zum Steigen. Weißt du das? Das ist echt nicht cool. Ey, der chillt sogar wer. Hallo. Na? Schau her, ich bin ganz oben. Ich mag es gar nicht, wenn jemand höher hinaus will. Ich muss immer ganz oben sein. Ja, die Windmühle war her. Aua. Aber egal. Das lassen wir jetzt mal so. Was ist da drin eigentlich? Da haben wir ja meine drei Kinder. Ein Bazar ist jetzt da. Ah, okay, I see. Der Marktplatz von Hyrule ist jetzt ein bisschen ausgewandert und zwar in Richtung Kakariko. Wenn man die Bettlerin chillt davor, da ist der Bazar. Okay, die Wache ist weg. Das schaut aus, als war da ein Magieladen. Na. Schauen wir natürlich auch gleich mal rein. Tatsächlich, das ist wirklich der Magieladen. Ach stimmt, Geister war doch so ein Ding, gell? Irrlicht. Warte mal, wie viel hat der Fisch gekostet? Ja, wirklich 200. Kranke Scheiße. Blaues Feuer und der Vieh. Ja, okay. Ja, wir brauchen jetzt sonst nichts. Okay, man kann nur Irrlichterkaffer. Ja, nutzt mir jetzt gerade nichts. Zumindest weiß ich nichts, wo wir die brauchen können. Auf jeden Fall ist es geil, dass wir jetzt nicht mehr mit dem Sprung darüber müssen, vor dem Turm aus, sondern halt einfach durch den Magieladen durchgehen können und jetzt da hinten sehen können. Ey, ich bin als junger Link gar nicht in das Loch rein, weil ich halt Schiss gehabt habe, dass die Hähner wieder resettet werden. Und was ist da? Oh, da... Ah, ja, stimmt, da war was. Also kryptischer Magieladen. Ich habe gehört, dass die verlorene Wälder ein mysteriöser Ort mit vielen, noch seltsameren Gewächsen sind. Ich würde gerne mal eine Medizin mit einem der seltsamen Gewächse zusammenbrauen, die es dort gibt. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut, aber meine Nase ist noch sehr fein. Kannst du mir was dazu sagen? Nein, kannst du nicht. Okay. Also, Lost Woods. Wir sparen auf jeden Fall nochmal hin. Und irgendwelche Kräuter sammeln. So, was ist jetzt eigentlich in diesem Loch? Warum auch immer ich als kleiner Bub da neben mir reingeschaut habe. Ah ja. Kleine Kiste. Die wir mit einem gekonnten Kick aufmachen. 20 Rubine. Finde ich jetzt wieder sehr, sehr geil, weil wir haben richtig viel Platz in der Börse. Nur mit 20. Werde jetzt da oben irgendwas Interessantes sehen? LOL! Das eine Paar, das auf dem Marktplatz immer gedanced hat. Egal zu welcher Zeit. Hey, welch eine Nervensäge, die uns da stört. Denkst du das nicht auch, meine Liebe? Scheiße, ich hab den falschen gesprochen. Ich hasse es. Warte, und sagt sie auch was? Er verletzt unsere Privatsphäre, findest du nicht auch, Liebling? Ja, okay, also habt schon recht. Also ihr seid da oben relativ ungestört. Macht's ruhig weiter. Was ist denn da drin jetzt eigentlich los? Da haben wir ja am Anfang nichts machen können. Aber wir wissen ja, das ist ein Herzteil. Kufu. Okay, da oben ist ein Eingang oder so. Ich werde nie vergessen, was vor 7 Jahren geschehen ist. Daran ist nur dieser Typ mit seiner Ocarina schuld. Wenn er sich nochmal sehen lässt, kann er etwas erleben. Das waren doch wir, aber damals war der doch ganz freundlich. Was? Du bist jetzt eine Ocarina? Das darf doch nicht wahr sein.
Das erinnert mich an diesen Tag vor genau 7 Jahren. Damals kam so ein Rattengesicht hier herein und hat ein seltsames Lied gespielt. Das hat alles durcheinander gebracht. Nie werde ich dieses Lied vergessen. Okay. Das heißt, wir müssen vor 7 Jahren mal daher. Hymne des Sturms. Das ist ja interessant. Das heißt, damit wir das Raum-Zeit-Kontinuum im Gleichgewicht halten, müssen wir anscheinend dem Typen vor 7 Jahren was vorspielen. Nice, danke dir. Und das hat dann safe irgendwas mit dem Herzteil zum Tor. Safe Call. Safe Call. Bin ich eigentlich in der Mitte? Das gibt's ja gar nicht. Da. Geht schon. Jo, ja, dann war's das jetzt für diesen Part. Es war nicht sehr produktiv. Es war halt einfach wieder ein bisschen rumschauen, ein bisschen erkunden und so, aber ganz ehrlich. So ist es halt. So ist es halt leider. Das muss mal so sein. Und im nächsten Part gehen wir zum Friedhof und schauen noch Boris und Impa.